Zweisprachigkeit kann ein Faktor sein, der wirtschaftlich genutzt werden kann. Dobrodošli, dobro jutro, guten Morgen und herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zu unserer Tagung in der Reihe Skupno gemeinsam, die sich im Jahr 2024 mit der Frage der Zweisprachigkeit als Wirtschaftsfaktor besonders für unsere Region und das Bundesland Kärnten beschäftigen will. Das ist aber nicht nur eine Frage, die Kärnten und unsere Region beschäftigt, das ist eine Frage, die sich in ganz Europa stellt. Jeder 7. Europäer gehört einer Minderheit an oder spricht eine Regional- oder Minderheitensprache. Teilweise wird diese Existenz von Regional- und Minderheitensprachen als Bereicherung gesehen und wirtschaftlich genutzt. Vielfach werden aber Konflikte geführt. Konflikte um Sprachen, Konflikte um nationale Identität und nationale Zugehörigkeit. Und solche Konflikte finden wir in ganz Europa. Denken Sie von West nach Ost, zunächst einmal vielleicht an Spanien und Katalonien, wo natürlich auch der wirtschaftliche Faktor in Katalonien als besonders reiche Region Spaniens eine Rolle spielt. Denken Sie an den Norden Europas, an Schottland, wo wir ein Unabhängigkeitsreferendum vor dem Brexit erlebt haben und auch nach dem Brexit man auch aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen angedacht hat, so ein Unabhängigkeitsreferendum zu wiederholen, damit Schottland in der Europäischen Union bleiben könnte. Denken Sie etwas südlich von uns an Bosnien-Herzegowina, wo man ein System des ethnischen Proports eingerichtet hat, das derzeit zu Stillstand führt. Oder denken Sie ganz aktuell an weiter in den Osten, in die Ukraine, wo der russische Angriffskrieg auch missbräuchlich gerechtfertigt wurde mit dem vermeintlichen Schutz von Minderheiten und Sprachenrechten der russischen Bevölkerung im Osten der Ukraine. Das zeigt schon große Herausforderungen in Europa, die sich natürlich im Kleinen in unserer Region stellen. Wirtschaft kann ein Faktor, also Zweisprachigkeit kann ein Faktor sein, der wirtschaftlich genutzt werden kann. Ein Beispiel, das uns vielleicht etwas geografisch näher ist, ist das Land Südtirol. Dort gibt es eine Volksgruppe und das ist vielleicht besonders, die wächst zahlenmäßig. Das ist die Gruppe der Ladiner. Die lebt im Gardatal und im Grödnertal, denen gehören dort auch die großen Tourismusbetriebe und inzwischen ist es so etwas wie cool geworden, die ladinische Sprache zu lernen und sich zu dieser Gruppe auch zu bekennen. Die haben ein besonderes Schulmodell, man lernt Deutsch, man lernt Italienisch und man lernt Ladinisch. Das alles zeigt auch, wenn man Sprache als Wirtschaftsfaktor nutzen will, dann kann man sich nicht nur auf die Wirtschaft konzentrieren, sondern muss den Komplex der Bildung mit in Betracht ziehen, damit die Sprache in einer Region auch ausreichend gelernt wird. Das hat auch etwas mit dem Marktwert und dem Sprachprestige einer Sprache zu tun und das sind alles Fragen, die wir heute und morgen im Rahmen dieser Tagung diskutieren wollen. Voraussetzung, damit Sprache als Wirtschaftsfaktor genutzt werden kann, ist, dass sie ein Prestige hat und dass wir Herausforderungen, die sich in der Region stellen, lösen. Zu diesen Herausforderungen gehört unter anderem, wie Sie wissen, die Abwanderung aus Kärnten. Wenn Sie jetzt als junge Menschen sich überlegen, was sie in Zukunft machen werden und über ein Studium nachdenken, dann werden manche von ihnen in Klagenfurt studieren, einige werden nach Graz gehen, nach Wien, Salzburg oder sonst in die Welt und es stellt sich schon für sie die Frage, ob sie einmal zurückkommen werden. Das trifft natürlich Kärnten an sich, das trifft aber die zweisprachige Region und die Volksgruppe im Besonderen, denn daraus ergibt sich ein Braindrain, dem man entgegenwirken muss. Gleichzeitig stellen sich natürlich Fragen der Migration, derzeit als brandaktuelles Thema und wir haben auch eine Zuwanderung innerhalb der Europäischen Union, wo wir etwa merken, dass es einen grenzübergreifenden Austausch der Bevölkerung gibt aus Slowenien, Zuwanderung nach Österreich. Alles das sind Herausforderungen, mit denen wir uns in dieser Tagung beschäftigen wollen. Bevor ich das Wort an den Hausherrn weitergebe, um unsere Ehrengäste zu begrüßen, darf ich ganz besonders die wichtigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Tages hervorheben. Das sind Schülerinnen und Schüler, die zu uns gekommen sind, die sich über mehrere Wochen hinweg jetzt mit dem Thema Wirtschaft, Mehrsprachigkeit beschäftigt haben. Einige von Ihnen haben das natürlich schon viel länger getan und sie haben Projekte entwickelt, deren Ergebnisse Sie uns heute auch präsentieren werden. Zunächst einmal darf ich begrüßen die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe St. Peter und die Schülerinnen und Schüler wurden vorbereitet und begleitet von Frau Professorin Lydia Vogt-Krilz und von Professor Marian Sticker. Zu uns gekommen ist auch die zweisprachige Bundeshandelsakademie HAK-DAK mit Frau Professorin Miriam Zwitter-Schlemitz. Und bei uns ist das Stiftsgymnasium St. Paul, begleitet von Frau Professorin Rosemarie Pollanz und Professor Bernd Locker.
Sie werden uns heute einigen Einblick geben in Ihre Gedanken auf die Zukunft der Region und die Frage, wie man Zwei- und Mehrsprachigkeit künftig als Faktor nutzen kann, um Kärnten zur wirtschaftlichen Blüte zu führen. Wie Sie wissen, leben wir in politisch turbulenten Zeiten. Vor kurzem hat die Nationalratswahl stattgefunden und das hat auch dazu geführt, dass sich die Besetzung der Tagung etwas ändert. Es befindet sich im Fluss. Der Landeshauptmann hat einen wichtigen Termin gerade jetzt wahrzunehmen, hat aber avisiert, dass er, wenn es möglich wird, später noch zu unserer Tagung dazustoßen wird und vielleicht auch ein Statement im Zusammenhang mit unserer Diskussion abgeben kann. Jetzt darf ich den Hausherrn um seine Eröffnungsworte bitten. Bitte.